So, habe jetzt auf Stream starten gedrückt und dann vergisst, dass ich mein Wasser herhole. Ja? Habe ich jetzt vergessen, dass ich mein Wasser herstelle. Ja. Das kommt davon. Wenn ich wieder mal Fotzen den ganzen Tag im Chat habe, 5 Minuten vorher. So, jetzt stehe ich kurz auf und hol mir mein Wasser, ich komm gleich wieder. Das kommt davon, wenn ich wieder die ganze Zeit mein Goschen im scheiß Chat drin hab und anstatt dass ich mich irgendwie auf das Anstehende vorbereite. So, habe der langen Hand, übrigens, der Birger, wunderschönen guten Abend. An diesem Donnerstag, verschobenerweise, gestern hat einmal die Bürgerin sauber Geburtstag gehabt, da haben wir mal, da schreiben wir so viel Leute. Da wirst halt nicht gut ausschauen, was weiß ich, weiß auch nicht, Leute, wir zwei haben wir wahrscheinlich älter wie die meisten da herin. Wir gehen mal am Mittwoch unter der Woche, wir am nächsten Tag arbeiten müssen, nicht zum Saufen, das geht nicht mehr. Und für die Leute, die jetzt lachen, merkt euch meine Worte, ab einem bestimmten Alter nach oben, geht das nicht mehr. Nein, geht nicht mehr. Kannst du vergessen, da kannst du noch so hart die Brezen aushängen lassen, wir bist am nächsten Tag tot. Ja, da kannst du sitzen, du Auto, kannst sagen, nein, wir fight nichts. Alter, was war denn das? Ja, Alter! Der Oktoberfest kriegen hat jetzt noch Tirol ins Kühlgau. Wenn er fast einen Schlag, ja, es ist Oktoberfestzeit. Kann man das Thema einfach unter den Teppich kehren? Vergesst gar nicht, Alpha. Ja, Leute, chill. Herr Murtenthaler, weil jetzt kennst du nochmal an. Ja, ist gut. Ist gut, da ist wieder irgendeine Donation da. Herr Murtenthaler, vergesst nicht wieder Mitgliedschaft im Vollbier-Squad. Ab in den Chat, haben wir Herr Murtenthaler. Die Jenny ist auch Mitglied, hab ich gesehen. Wer ist das da gewesen? Der Flo. Oh, der Jenny. Jenny, bitte. Die kleine Jenny will bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Danke dir. So, heute einmal weniger inflationäres Getröte. Einen wunderschönen guten Abend an diesem Donnerstag. Der Stream ist auf heute schon, bin ich gespannt. Heute haben wir wahrscheinlich ein bisschen einen ruhigen Chat am Start. Ja, aber die Hälfte sowieso wieder nicht kapiert, dass heute überhaupt Stream ist. Janik, Grüße auch, vergelt's Gott dir. Und überhaupt und sowieso. Ja, dann hoffe ich, dass wir mit Man of Medan heute fertig werden, denn da werden schon wieder manche Donations nicht angezeigt. Also, da krieg ich schon wieder das Kotzen. Ich hoffe, dass das auf Twitch war, weil da kann ich es noch im Nachhinein sehen. Der Herr Geilbuffet! Holy shit, die hab ich schon lange nicht mehr gelesen. Grüß dich, euer geschmeidiger, durchzuzelter, zusammengeschommener, grad knudelter Grantelbauer. Servus, habe ich dir, das bist du gewinnt und was ein anderer. Der Stiege, glaube ich, war's. Wieder habe ich dritt. Vergeht's gut, Leute. Vergeht's gut. Jetzt ist es wieder gut. So, ich hoffe, dass wir mit fertig werden. Weil um 12 Uhr kommt nämlich FIFA raus. Und ich habe ja so ein Community-Projekt angekündigt und mit dem werden wir hoffentlich am Montag anfangen. Ja, da habe ich Bock drauf. Dann hoffe ich, dass der Sound halt ein bisschen besser ist. Wenigstens her jetzt schon mit Donations und so weiter. Ich weiß nicht, was das liegt. Ja, da hat der PC und OBS und alles miteinander so seine Problemchen, dass wenn ich von Boxen auf Headset umstelle, währenddessen aber OBS läuft, dann kennst du die Hälfte wieder nicht und lauter so ein Scheiß. Das nervt, aber es ist einmal. Halt der beste Tag, Geburtstag und Stream. Herr Jodel, alles Gute zum Geburtstag, ab in den Chat, alles Gute zum Geburtstag, Jodel. Achtung. So. Das Jagdhorn war die beste Investition meines Lebens. Der Sam Mike schreibt, muss ich mir jetzt echt FIFA für den PC nochmal kaufen? Nein, furchtbar wichtig. Ich bin nicht dafür da, dass ich euch dazu anstifte, dass ihr euch wegen mir FIFA kauft, ja? Ich kann mir vorstellen, dass der Squad da ziemlich schnell voll ist, ja? Ich mag nicht, dass irgendjemand 50, 60 Euro in die Hand nimmt, damit er sich FIFA kauft, dass er dann mit mir einmal irgendwann an so einem Abend spielt oder spielen kann, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Hirsche! Sagt der Bürgerin, alles gut, und schmeiße ich von mir Toastschein ins Gesicht. Ich mag's mir halt in die Katzenbettel. Da schneide ich ein Loch in Toastbrotschein rein und steck's dir so aufs Gesicht auf.
Köstlich. Ja, Herr Kaiser! Mettwurst. Das ist doch hier, das ist doch. Weißt du, was es ist? Warte, Achtung. Eigentlich müsste die voll ich müsste da mal den Aufweckruf von den Amerikanern üben. Also. Bin auch wieder dabei. Lieber Kaiser, habe ich dir vergessen für den Euro. Wer ist jetzt der Mitglied geworden? Der Kaiser. Ab in den Chat, habe ich dir, Herr Kaiser. Ja, ist ja leid, chill. Danke, dass du die Abende es geil machst. Zu viel des Lobs, Alter. Danke. Das muss die kein Fünfer kosten. Das andere nicht wart Lima haben, ich habe die gestern schon vermisst. Ja, nee, es ist Habe die RRRT Hashtag bleib ruhig. Okay, bleibe ruhig. Herr Muttenthaler, du bist der Erste, der die Golden Donation Alerts auslöst. Alter, 25 Euro sind zwei, das weißt du aber. Danke dir. Nochmal alles Gute nachträglich an die Böckerin. Meine Mom hat gestern einen Geburtstag gehabt. Pia, danke. Herr Muttenthaler, 25 Euro für die. Kehrt da schon wieder 25 Mal geschallert. Irgendjemand hat schon wieder mit Geld gespielt, was ich da sage. Der Berndlhans, Sakrament, jetzt heute schon einen Stream noch verpasst, habe tut beieinander. Habe Dere. So, jetzt chillt's mir eine Gnierscheiben wieder, ja. Heute wird's ein wenig ruhiger. Ja, macht's mal lieber. Hoffentlich ist der Sound besser. Ich hab alles auf Stereo umgestellt. Haben wir schon mal gemacht. Jenny! Ah, so feiert man sich also. Was? So. Ja, ich weiß nicht, was du gemeint hast. Danke dir. Ja, nochmal zum Zusammenschreiben. Bitte, keiner muss sich für 50 oder 60 Euro FIFA kaufen, bloß dass wir an diesem Abend noch miteinander spielen. Ja, ich will weder irgendwie. Ja, es gibt Fake News Streamer, denen werden die Spiele zur Verfügung gestellt, genau aus dem Grund. Dass ihr euch dazu kriegt, dass ihr euch das Spiel kauft. Nein, ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich sogar ziemlicher Hassgegner von EA. Und mir ist es selber ein wenig zuwider, dass ich EA auch nur 1 Cent Geld gebe. Aber ich habe einfach Bock auf das Spiel. Ja, und zwar rein aufs Spiel. Weder auf mit dieser Kartenkacke, mit dieser, wo du für so einen Kartenbackerl 5 Millionen Euro ausgeben kannst. Das interessiert mich alles ein Scheißdreck. Das ist alles Bullshit. Das werden wir mir nicht da. Wir spielen wir die Pro League, ja, wo jeder seine eigenen Spieler hat. Das wird sicher lustig. Ich mag das einfach da, weil es wahrscheinlich lustig ist. Und mir hat das, mein letztes FIFA habe ich gespielt 2017. Und da davor habe ich das letzte Mal, ich habe erst da meine ganzen Spiele aufgeräumt und so. Pro Evolution Soccer 5. 5! Ja, da war dann nicht mehr Jahreszahl davor. Am PC gespielt, also ich bin ja nicht sonderlich gut, aber es wird sicher ein Gaudi. Das hat mir taugt, das hat mir da sauber taugt. Ehrlich auf, halt Dirteli, küsst dein Auge, Brutti. So, Metwurst Kaiser habt ihr auch lieb. Ja, kriegst du Pussy aus, küsst dein Auge, Digga. Drohne for Life, White Half. Habe der in den Chat für den Drone for Life, Alter. Vergeht's gut. So, dann hoffe ich natürlich, dass dort. Ich glaube, dass sie einfach viel Leute FIFA so und so kaufen und nicht wegen mir. Das war eigentlich die Quintessenz daraus. Bitte kauft euch nicht FIFA wegen mir. Bitte nicht. Herr Geibefee! Schallert wird super, ja, man spielt sie. Das Schallermann, das zücht was? Weitschenbaum und Dunk mit Puff und Brackeln, da dreist um. Herr Geibefee, das sind wirklich ausgeklügelte, massiv Dialekt geschriebene Sätze, da tue ich mir sogar einhart, dass ich es lese. Was mein Leiberl schaut geil aus. Ja, das ist so. Es kommt übrigens ein neuer Trachtmann, Nummer 6, habe ich auch schon übersetzt. Übrigens, habe ich das schon gesagt. Wenn man Bier spenden will, kann man über. Ja, hört auf. Smurf, du auf. Schiebt YouTube nicht 50.000% davon in den Poppes. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr, wer über YouTube spendet und wer über normal spendet. Ja, ich mag eigentlich über die Spenden überhaupt nicht mehr schmerzen, weil es sowieso völlig Irrsinn ist. Derzeit was nichts, ist mir wurscht. Aber ja, nehmt nicht einen YouTube-Superchat her, weil dann nimmt sie YouTube-Hälften, falls ihr das nicht wisst. Ist ja wurscht. Warum kaufst du dann nicht PES? Bin auch gegen EA. Weil PES einfach schon immer dasselbe Problem hat, nämlich keine Lizenzen. Oder fast keine. Oder halt einfach nicht alle. Ganz einfach. Und in den letzten 3, 4, 5 Jahren hat PES einfach nachgelassen im Vergleich zu FIFA. That's it. Das ist der Grund, warum ich FIFA möchte. Ganz einfach. Ja, außerdem verdienen die mit dem Spiel überhaupt nichts, sondern mit diesen Mikrotransaktionen. Ja, und das tue ich nicht. Ja, wer das tut, der hat für mich, weiß ich auch nicht. Wer immer da gerade mit Geld geschmissen hat, vergeht's gut. So, Freunde, das war der Outside Night. Kommt da eigentlich, was ist mit dem Biergarten? Was? Ich kann überhaupt nicht da, der 100.000. Wenn FIFA, dann musst du 60 spielen. Ja, wir machen unseren eigenen, wir machen einen Vollbier-Squad mit Weißbierstutzen, Alter.
geht's ganz anders. Da geht's hier ganz anders. So, ja, ich würde sagen, fangen wir an. Fangen wir an. Ja, sehen wir schon, da haben wir schon mal gepflegt 300-400 Leute weniger da bei normal, weil schon wieder keiner checkt, dass wir am Donnerstag streamen. Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Schaut doch mal nicht, wenn es ein wenig ruhiger ist, jetzt dreht mir hier einen Soundlaut. Dreht den Sound laut, dreht das Licht aus, lohnt die zurück und chill mal dein Maul. Bitte so der Freestyler. Nein. So! Dann da ich durch vorschlagen, gehen wir weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig genau, wo wir stehen bleiben haben, aber das werden wir schon herausfinden. So! Ich hoffe, der Sound ist gut. Wenn ich zu laut bin, spät zu leise, müsst ihr es mir sagen. Herr Oberlandler Geibefest ist ein Rühm mit der Daterei. Vergeht's gut. Fortsetzen, wo ist mein Controller? Ja, Leitsch. Also immer wenn der Sound kommt, wird Donation erzeugt, wer immer das war. Das nächste Bier geht auf Miete. Ich weiß nicht, wer es war, aber vergeht's gut für den Fünfer. Oder... Schrei mir nicht gleich schon wieder so Arsch, Baby. Haben wir das letzte Mal noch gesehen? Was ist denn da eigentlich? Ja, Pulli. Irgendwas gebrochen? Alles noch heil? Alles okay bei euch? Mir geht's gut. Und was jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Was ist denn eigentlich gleich wieder... Was haben wir eigentlich gleich wieder da müssen? Hier. Funken, glaube ich, wollten wir, oder? Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ist der Hall im Sound weg? Hallt's immer noch so wie sonst daheim? Das hat mich interessieren. Nach dir. Was? Kaibe, Mille, Kiwi, Gummi, Diesel, Dichtung. Was? Nico, ich weiß nicht, was du sagen möchtest, aber ja. So, gut. Also es halt immer noch ein bisschen. Okay, das setzt an, aber so. Das sieht auch... Also er fällt gerade durch ein Loch durch, ja? Er fällt gerade durch ein Loch durch und das erste, was er sagt, ist, ja, sieht aus, als wäre das das untere Deck des Schiffs. Ach nö. Alex, du bist wirklich der Alex Holmes. Alex Holmes, very much intelligent. Da, eine ins Loch, da haben wir gar nicht lange an. Oh, da haben wir was gefunden. Da haben wir was gefunden zum Lesen, da wollen wir vielleicht einmal herausfinden, was da in dem geschissenen Scheißkorn los ist. Aber der Seppi hat uns heute schon gespoilert, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Was? Irgendwas können wir lesen. Können wir das nicht lesen? Minga, Alter. Morgen alle Weikel, alle kommen zum Saufen, da gibt's alles umsonst, der ist halt Vordermann. Was? Wo? Schreibt Adresse ein. Nein, du bist nicht, um Gottes Willen. Arthur Miller, Private, Diebstahl. Ein Tag auf den Müller spinnt, wo ein persönliches Gegenstand ist da irgendwas relevant davon? Freitag. PFC Louis Brandt, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft. Ja, da bist du noch eingesperrt, wenn du einfach gesucht hast. War während des Lagergangs betrunken. Und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Was hat denn da am Boden gespült? Seekinderbrunst, keine Ahnung. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag Haft. Alter, die Wand, die haben einfach ein Festel gefeiert, was ist denn sagen? War während des Lagergangs betrunken und legte ein für Angehörige des US-Streitkräfte. Zu viel Information, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Lass mich in Ruhe. Alex, oh ja, da haben wir was. Da ist ein Garder. Da ist ein Garder. Da hinten können wir auch noch was anklicken. Was gibt's da? Da gibt's da was drin. Da, wo ist denn mal deine Batschal? Ja, Moment, ich versuch's auch zum Leichten. Ich versuch's. Ja, hat nicht funktioniert. Na, Kinder, hat nicht funktioniert, so nicht. Oh, ein Tresorchen. Wieder wichtige Dokumente im Tresor. Bericht des Schiffsarztes. Da kann vielleicht was Interessantes drinstehen. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X. Outside Night. Kim Bürger von Biergarten. Liebesgeliebten. Nein, von Burger. CBO Walter Bischof. Merci dir. CBO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer und PX für das Treffen in unserem Team. Es gäbe viel, dass man voneinander lernen. Stimmt dem zu. Bla bla bla. Leck mir am Arsch, was weißt du nie. Wir haben nicht da, um Rätsel zu lösen. Wir müssen weg.
Was mir aber gar nicht gefällt, ist, dass sich die Musik ändert, wenn... Okay, da steht jetzt First Aid. Was ist denn los mit dir? Ha, der Kevin! Du hast recht. Lieg ich hier falsch? Vergeht's gut, Leute. Vergeht's gut, Leute. Herr Kevin, vergeht's gut. Ab in den Chat habe ich... Herr Kevin. Nun gut. Also wir wandert man da offensichtlich wieder im Schiffchen umeinander. Und es schäbert schon wieder irgendwas. Das fängt schon wieder super gut an. So, links oder rechts? Schaut nach rechts aus. Waren wir da schon? Nö. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an, ich habe eine Leiter hier erfunden. Schau, da unten. Ja, da unten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist das unten, das Stockwerk unter uns. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Finden wir es raus. Shit. Die Leiter ist... Ich kann mich hier fallen lassen. Halt! Bist du okay? Ist er jetzt auf dem halben Weg auf der Leiter stehen geblieben, hat festgestellt, dass die Leiter zu kurz ist und hat dann gesagt so, oh shit. Ja, klar. Also die Charaktere haben schon selten blöd. Oh, leck, Alter! Kruzifix, du Hurensohn, du Ungeschissene! Oh, leck mir mal schon, mit dem hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hallo? Ja, ich glaube, ich sehe Alter, Herr Alpha, Ruiz! nichts hat mich angegriffen. Also, das Schiff hatte manchmal... Oh, leck, hat's mir jetzt gerissen. Was aber überhaupt kein Gold ist. Es ist ein Gift. Dieser seltsame Dunst ist überall. Vielleicht ist das Mandschurei-Gold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Ich habe verdammt durchgeknalltes Zeugs gesehen. Vielleicht darf man es nicht glauben. Ich habe halluziniert. Wenn das alles wirklich stimmt. Die Crew hatte vor irgendwas total Angst. Ja. Sie sehen all diese kranke Scheiße überall und sie dachten, es wäre real. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und... Nur eine Theorie. Ja, eine scheiß Theorien interessieren keine alte Sau, lasst Alter. uns gehen. Keiner von euch selbstständig bis auf 13 kommen, glaube ich. So. Also, da gräbst auf alle Fälle schon wieder irgendein Viech umeinander. Viech, wo bist denn? Da gehst her! Was wohl passiert wäre, wenn wir Urlaub in Japan gemacht hätten? Sei still. Ja. Alex, du bist so super cool, Alter. Es ist wirklich Zeit zum Witze machen. Oh, da ist wieder der komische Nebel am Boden. Seht ihr das? Seht man das? Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen. Ich glaube, ich sag, dass das nichts Gutes heißt, wenn wir wieder in dem Nebel umeinander watscheln. Dann passieren schlechte Sachen. Hey, schau mal. Das tut denn da- Kreislaufgerät. Was tut das Kreislaufgerät da mitten irgendwo im hat Schiff die drin? Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das kostet nur Zeit. Nein, Nimm's mit! wir nehmen es mit. Teile des Schiffs sind komplett unter Wasser. Wird jetzt quasi die Gruppe wieder zusammengeführt. Das war nice to know. Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Hey, Ruhe Ferme jetzt! ta gueule de merde! Budget Tu dis mit n'importe quoi! Velva-Team Tout ce que spielen tu gegen racontes, die... c'est des conneries! Alors, Das war gerade dumm. Was mir jetzt aber deren Donation Sounds ausmachen. Da. Hoppala. Nicht wegmachen. Vergeht's gut, Alter. Vergeht's gut. So, Sounds aus. Angezeigt werden's noch, aber hören dürfen wir ferme nichts ta mehr. sale gueule Hoffe de ich. merde! Hoffe ich. Wer ist jetzt er da? Wieso möchte er mir, hör mir zu? Nein, du musst einfach... Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Oh. Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, fuck. Warum tut er das jetzt? Warum?
Ja, da ist ganz viel so Gaszeug. Schau hier, jetzt dreht er durch. Da dreht er durch, der Junge. Da dreht er durch, du. Da dreht er durch. Die andere Frage ist allerdings, du stirbst ja nicht durch Halluzinationen, ja? Also wirst irgendwie... Was ist denn jetzt wieder? Hoppala! Was ist denn es? Wieso zeigt er meine Tastatur, wenn der Controller da hängt da? Spackenspey! Ist eh wurscht. Wir haben letztes Mal festgestellt, die Quicktime-Events, ob du schaffst oder nicht, ist scheißegal. Scheißegal! Ich werde euch finden. Ja. Ja, ja, wir reden mit einem Augen, du Trottel. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen drin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten. Weißt du, wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab gehört, die Schwarze mit der kurzen Hosen, beziehungsweise gar keine Hosen, ist der Captain. Und wer bleibt? Wieso tut denn der vor mir so, als war unser Freund? Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan. Keine Ahnung, deinen Vorschlag haben wir nicht mehr ein Ende damit. Mal sehen, was er macht. Ich mag auch sehen, was er macht. Ich meine, der Typ hat bloß so eine Augen. Und ist ein bisschen... Er ist Franzose. Du fährst mit dem Panzer drauf zu, dann zieht der die weiße Fahne. Aber ich hab wieder Strom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Du hast bloß so eine Augen, du bist überhaupt nicht in der Lage, dreidimensional zum Singen. Du kannst bloß nicht drum gar nicht machen, sonst nix. Du Piraten-Zigeuner. Ja, und ich kann auf A drücken. Like ein Boss, Alter. So, jetzt gehst du vorhin hier und du wirkelsten. Mein Gott, na, da feit's aber auch wirklich total. Da feit's ja vom Bar weg, feit's da. Geschissen, die hat's zu zweit, Mann. Bis der mit seinem scheiß Vorschlag haben wir aufgezückt, der weiß, Weihnachten. der Piratenfranzose und sehr weiße Fahne. Oh mein Gott, mach schon! Da was soll denn das, wenn zwei Leute dir zuhalten kann, wenn das, also dann, okay. Alles gut. Gehör mir doch auf. Erstmal. Wie ein grantiger Hund, Alter. Okay. Wo kommt denn jetzt mit der Knarre, Alter? Und keiner von euch verwandelt sich hier. Das verwandeln. Warum? Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Sachte. Und niemand in seinem Leben benutzt das Wort. Jemals. Okay. Und keine Verwandlungen. Was für Verwandlung? Hier hoch. Sachte. Nein, Er sagte sachte. so doch nicht. Keine Verwandlungen. Okay, er ist nicht ganz dicht. Jack, sieh einfach weg. Niemand muss verletzt werden. Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er auch. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was meinst du? Bleibt weg! Bleibt weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann. Dieser Dunst! Nicht einatmen! Das ist kein Dunst. Was dann? Du hast keinen Dunst. So möchte ich sagen. Was für ein Dunst. Was macht der? Er lebt, macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp! Stopp! Stopp, was? Ich stehe einfach da und der Wind, du Trottel. Leg das Ding weg. Los. Was redest du da? Ja, wenn Zweiberleit so weitermacht, Du dann... sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es.
irgendwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, wir haben die Luft gehalten, eine Viertelstunde. Nein, ich meine, wir Herr Eder, vergesst für die Mitgliedschaft, heute. Alter. Dunst in uns. Hab in den Chat, habe dritt. Herr Eder. Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten seit Stunden. Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Ja, stundenlang. Haltet ihr sie jetzt auch an? Ja. Halt! Unser Atemgerät! Halt, stopp! Was? Damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Weißt du, das klappt bestimmt auch bei dir, okay? Nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott! Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ja, schieß der Kugel in den Kopf, das ist eine gute Option. Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Innen drin, ja. Waffe greifen, ablenken. Wieso? Wieso denn einfach in Ruhe? Was? Dann nimm mal Waffe greifen. Achso, das haut schon nicht. Hol das Atemgerät! Ich möchte mal kurz anmerken, vor dem Typen mit dem Vorschlaghammer haben wir zu zweit davongelaufen. Aber wenn der Typ 2 Meter, 3 Meter weg von mir steht mit einer Knarre am Schädel, da geh ich natürlich hin. Und nimm die. Ich weiß ja nicht. Bist du okay? Warum genau helft's ihm? Ich versteh's nicht. Der Mann hat euch irgendwie piraterisiert? Also ich kann nicht einfach teilweise die Aktionen und Handlungen von denen Leuten nicht nachvollziehen. Da hätte ich jetzt sauber gewartet, bis er sich eine Kugel in die Schelle ballert, hätte er Pistolen gehabt und dann kann der Depp mit seinem Vorschlag kommen. Total super. Das geht nicht gut aus. Ins Wasser, wenn wir müssen, das geht nicht gut aus, oder? Ja, klar. Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer. Warum nicht? Es gibt 472 Nieten in diesem Raum, was nur eins heißen kann. Der ist ziemlich langweilig. Zu lange her. Ja. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen, oder? Das voll der Mirt Wir sein. müssen checken, ob alle okay sind. Scheiße. Was machen wir jetzt? Ja, erst einmal Hosen Warte du anziehen. hier beim Funkgerät. Ich gehe ihnen nach. Was, wenn dir was passiert? Ich schaff das schon. Ich hab's verbaut. Ich bieg's wieder hin. Ich warte hier beim Funk. Viel Glück da unten. Keine Schuhe nicht an, dann warten wir erst mal eine halbe Stunde, dann warten wir bis jemand schießt und dann rennen die ja noch. So, was sind diese scheiß Idiotenaktionen? Die sollen alle sterben. Ich sag's euch, was ist, die sollen alle sterben. Durch die beschissene Bank sollen alle sterben, weil es alle blöd haben wie 3 Pfund Facki trinken. Hauptsache, da tut schon wieder irgendwas, jetzt chill. Oh, oh du Huren. Oh. Das Game, Alter. Das geht mit dir, du Trottel! In diesem Moment kann ich definitiv sagen, dass ich diesen scheiß Kahn hasse. Ja, mich fragt keiner. Mehr als vor einer Minute.
das mit den Vorahnungen. Das mit den Vorahnungen habe ich auch noch nicht so hundertprozentig umrissen, was man die genau sagen soll, weil da nur Scheiße drin vorkommt. Auf alle Fälle läuft da irgend so eine Geistergestalt umeinander. Die beim zweiten Mal jetzt weniger... Oh, leck du! So spinnst du! Oh Gott. Verdammt. Was ist das für ein Riesenraum? So, niemand interessiert's nicht, oder was? Kruzifix. Oh, jetzt kommt der Mann mit dem Vorschlaghammer. Vorschlaghammer, Mann. À travers moi, avec leurs yeux, avec leurs putains de grands yeux. Tu ne crois pas? Non. Moi, je ne crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Schluckt das jetzt selber mit dem Vorschlaghammer? Oh, non, non. Non, 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 bordel. Je vais te crever les yeux. Non, fous-le avec tes yeux. Ich will halt auch nachschauen, was er tut. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Bleib weg. Im Ernst. Ja. Das möchte ich sehen, wie er mit einer Hand den Vorschlaghammer so umeinander haut. Mhm. Möchte ich auch sehen. Hey, ganz ruhig. Komm schon. Niemand muss verletzt werden. Freilich greift man an. Weil es ein Witz ist mit seinem scheiß Vorschlaghammer, kann ich mal. Ja, toll. Toll, ganz toll. Was tut denn jetzt? Spinnt der? Mo, nicht auf! Nicht! Ernst? Du denkst, das ist die beste Lösung hier? Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Einfach umfällt! Wieso schwarz jetzt sie weg? Sie war doch gar nicht da! Was soll denn eigentlich die peinliche Nummer mit diesem Vorschlaghammer? Der Vorschlaghammer ist die dümmste Waffe, die es gibt. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Komm da weg, komm schon! Ein ins Viech! Jetzt muss ich mich kurz... weil einer schreibt schon wieder drin, hier leider vom Spielsound fast gar nichts. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Mein Audiopegel schluckt aus ohne Ende, dann musst du halt lauter dran. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, was ich noch tun soll. Ich weiß es auch nicht. Da muss ich mir mal ein bisschen leiser machen. Vielleicht liegt es aber auch an dem. Vielleicht musst du aber einfach einmal das Volumen, bester Sound im Allgemeinen, bitte einen Statusbericht in den Chat abliefern. Danke. Der Ton ist saugut. Das ist das erste, was ich lese. Eine Tülen. Moment. Auf euch. Der Sound passt doch super. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann irgendwie, manchmal, Sound auf Twitch ist besser als auf YouTube. YouTube komprimiert wie Sau. Das kann natürlich sein. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Die Dialoge sind ziemlich leise. Die haben auf Maximalvolumen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Allerdings muss ich auch sagen, die Dialoge haben auch bei mir nicht so laut, wie ich es gern hätte. Aber sie gehen halt einfach nicht lauter. Was soll ich machen? So, was passiert jetzt mit ihm da?
Hau er mit seinem scheiß Vorschlag haben wir in die Kiste, damit die Kacksoße da rausrinnt. Jetzt dreht er durch und schluckt sich den Vorschlag, haben wir selber, oder wir, oder... Ton passt perfekt, mir reißt es richtig, man versteht kaum, was die reden. Ja, die Gute ist... Jetzt! Tu's jetzt! Was war das da hinten? Da hinten geht einer, da ist einer gegangen, ich hab's gesehen. Ich meine, wenn sie da ist, muss ja der Alex auch da sein. Ach, da haben wir wieder Eve da drücken müssen. Keine Ahnung, das ist die Anzeige von denen Kultur, wie wenn es das also schon... Oh, ich glaube, wir haben unseren ersten Toten. Ton und Bild ist schon besser passt. Jetzt ist aber wirklich laut genug. Wer war davor schon hart? Ja, wir haben unseren ersten Toten. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Shot drum ist, ich glaube nicht. Ich bin ehrlich, es ist mir scheißegal. Ich kann keinerlei Bindung zu diesen Charakteren aufbauen, weil es alle dumm wie Brot sind. Ja, jetzt nimmst du den Verteilerkappen mit und gehst zu den anderen und dann schauen wir, wie wir sonst noch umbringen können. Hat's denn der Maat? War eher Unsympath. Schöner rein, Herr Franz Brandwein. Tja. Warum sagt man da nicht mehr? Ich mag ja singen, ich mag ja die eine, weißt du, ich mag die eine Hälfte singen, ich mag die andere Hälfte singen. Natürlich darf mich ein, der letzte wie schreibt, mich da interessieren, was passiert, wenn ich es geschafft hätte. Ganz ehrlich, mich auch, aber das ist der einzige Grund, warum die Spiele anfixen, dass das nochmal spielst. Und das tue ich mir nicht an, sag ich auch ganz ehrlich, ja. Weil 90% von diesem ganzen Ding ist das Gleiche, ja. Das gaukelt dir eine verschiedene Enden-Sache vor oder verschiedene Wege-Geschichte vor, was überhaupt nicht wahr ist. Am Schluss sterben halt ein, zwei weniger oder mehrere oder was auch immer, aber die Grundgeschichte bleibt die gleiche, das ist völlig egal. Die andere Frage ist, sie war doch mit dem Alex unterwegs. Wo ist der hingekommen? Die Piraten haben 50-50 gemacht. Okay. Oh, der Captain Fliss. Und jetzt können wir wegfahren. Was ist das jetzt? Nicht wirklich, oder? Wenn das das Ende ist, dann bin ich aber sauer. Das glaube ich nicht. Wenn das Spiel jetzt gut ist. Er war ein Arschloch. War. Conny meint es gut. Abwarten. Egal welchen Quatsch er gemacht hat, er meint es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Will andere immer zum Lachen bringen. Oh Gott, da hätte ich jetzt gerne nochmal schnell zurücklaufen lassen, weil dieses schmerzverzerrte Gesicht, das war so beschissen real, oder? Selten sowas gesehen. Also grinst dann so dumm. Ernsthaft? Das ist alles? Okay, Alter. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kompliment. Beinahe jeder hat überlebt. Beinahe. Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit
oder nicht? Alles dreht sich... Du möchtest mich doch verarschen, dass das jetzt war. Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Auf was ich jetzt noch hoffe, ist, dass ich an dem Speicherstand nochmal weiter tun kann und das nochmal probieren, schau, was passiert, wenn er überlebt, ob dann die Geschichte nochmal weitergeht oder so. War ja ein Witz. Wir haben keine 5 Stunden an das Spiel nicht gespielt. Das ist ein totaler Witz. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Machen wir jetzt einen auf Matrix und Mr. Agent Smith oder was ist es denn? Ja, Kinder, da habe ich mir mehr erwartet. Du. Sabi, habe ich die Ehre oder Zeit jetzt eigentlich einmal das Preis, was ist der Preis jetzt? Habe ich noch nicht mit dem geschmerzt. Aber Dankeschön für den Dreier. Was genau passiert jetzt da? Jetzt findet die Öffentlichkeit das Schiff quasi, oder wie? Das Ding hat also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Wow. Was zur Hölle ist das? Hochleistungsdeutsche Synchro schon wieder. Jumpscare Inc. in 3. Was zum Teufel? I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Was ist das? Ganz ehrlich, da hat der kleine kurze Trailer schon vielversprechender ausgeschaut wie Man of Medan. Aber Man of Medan hat auch irgendwie vielversprechender ausgeschaut, wie ich eigentlich gemeint habe. So, jetzt probieren wir mal Folgendes. So, Spiel allein. Dann probieren wir Folgendes. Kann ich da nochmal ansetzen, wo wir jetzt aufgenommen und schauen, was passiert? Fortsetzen. Verfügbar nach Laden, Erstellen von Speicherdaten. Story laden. Das Ende. Kinoversion 99,26%. Da drücke jetzt einmal mal drauf, schauen wir mal, wo wir da sind. Das ist ja wurscht. Tauchgang, Särge, bla bla bla, das sind die ganzen Kapitel. Ich drücke jetzt einfach einmal auf Ende und schauen wir, was passiert. Ich möchte aber wissen, was passiert, wo wir da jetzt sind. Ob da einfach nochmal dasselbe Scheiß gibt, ansonsten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, was wir jetzt tun. Ist das jetzt ganz das Ende? Ja, dann hat sie sich erledigt. Tja, Freunde, ja, sitzen wir da.
Also, da habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe gemeint, dass wir eigentlich. Ich habe eigentlich gemeint, dass wir da mindestens noch 2, wenn nicht sogar 3 Stunden ohne spielen. Was soll ich jetzt sagen dazu? Also, es wird weder sauber erklärt, was da los ist. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, das Ende ist mehr als enttäuschend. Mehr als enttäuschend. Und nein, wir fangen halt nicht mehr an mit Visage. Ich fange jetzt nicht noch eine Stunde lang mit Visage und dann hören wir wieder auf. Nee. Dann machen wir lieber einen Babyelefant. So, und da willst du halt länger machen, wo es jetzt geht. Ja. Geht zur Überflutung. Dann probieren wir den noch schnell aus. Ja, besser wie dass wir gleich aufhören. Ja, weil das tut mir jetzt schon fast ein wenig leid. Aber ich habe sonst nichts vorbereitet, deswegen, weil ich mir einfach gedacht habe, wir wären heute sowieso nicht fertig und spielen wir bis locker 11 oder so. Dann probieren wir nochmal Überflutet. Das probieren wir nochmal. Und schauen wir, was passiert, wenn wir das überleben. Ich schätze, dass dann einfach alle überleben. Story laden. Bla bla bla. Es wäre schon gescheit kurz, gell? Und ich wüsste nicht, wo da recht viel Leute sterben hätten sollen. Ich habe fast in jeden Quicktime verkackt, wenn ich nicht aufpasst habe oder geraucht habe währenddessen. Okay, probieren wir es nochmal, vielleicht überlebt ihr. Schauen wir, was passiert. Vielleicht geht's noch ein wenig weiter. Ich darf bloß nicht wieder verkacken, dass ich öfter auf Y drücke. Glaube ich. Oder was passiert, wenn wir das Ding nicht nehmen? Ja gut, dann nimmt sie. Habe ich den jetzt so zusammengebracht oder nicht? Ah ja, jetzt haut er die Kisten nicht kaputt. Ja, doch. Spiel mir Five Nights at Freddy's. Habe ich schon mal auf der Liste gehabt, ja. Das kann ich jetzt aber auch nicht aus der Hosentasche zaubern, das Spiel. So, was habe ich da drücken müssen? Ganz oft X, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wenn die Stil aber geht. Oder, und wir lassen sie warten mit der Tier zum Oberkind. Da haben wir ihr ja vorher gesagt, sie soll sofort runterlassen und jetzt sagen wir, sie soll warten. Noch nicht. Noch nicht! Wir haben es überlebt. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße! Das war aber echt harsch. Ja. Wenn ich so ein Quicktime-Event, Gott war es hier. Ha! Jetzt bin ich gespannt. Los, hauen wir ab! So viel dann zu der super verschiedene Enden und 100 verschiedene Wege Theorie in die Spiele. Das was alles nur erstunken und erlogene Scheiße ist. Jetzt endet das Spiel nämlich ganz genauso, bloß dass alle leben. Ja. Totaler Scheiß. Totaler Scheißdreck. Jetzt kommt halt er aus der Tür raus mit dem Ding, ja. Haben wir auch schon alles gehabt. Viel mehr würde mich interessieren, was passiert, wenn alle sterben. Johann! Also machen wir mal wieder Sachgeschichten, wa? Weiß ich noch nicht.
bisschen eine andere Videosequenz, glaube ich, ist. Okay. Kann losgehen. Rettungsfutzen. Hashtag Rettungsfutzen ab im Chat. Aha, springt jetzt das Boot nicht an. Okay. Ne. 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 Der Wichser, der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging's ihm. Wow. Der Obersherlock schon wieder. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Das war, ist aber jetzt auch eine andere Videosequenz. Videosequenz. Also, Das war vorher gerade nicht, oder? Da hat keiner geredet. und ich habe es gesehen. Aber ich glaube nicht, was immer ich gesehen habe. Also, Da war Alex. Und es war nicht Alex, es war wer anders. Aber er sah aus wie Alex. Er hat mich verhöhnt. Verwöhnte So, hat hier noch jemand Durst auf ein kühles Blondes? Kommt schon. Yeah. Ich hätte sterben lassen sollen. Das hat schon passt im letzten Speicherstand. Ja, also dann lass noch ein zweites alternatives Ende geben, wo es nicht da wegkommen und alle sterben oder so. Ja, aber das beeinflusst meinen Weg durch die Geschichte nicht. Das ist trotzdem eine lineare Geschichte. Es können halt auch nur unterschiedliche Sachen minimal passieren, ja, aber deswegen das ganze Spiel nochmal 5 Stunden durchspielen und mir jede Sequenz, die ich auswendig kenne, nach dem ersten Mal spielen wahrscheinlich. Ah, ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich mein, das hat schon Potenzial. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Das ist doch was. Ist das was. Schätze ich auch. Ich schätze, Wenn wenn der Vorhang sich senkt, 2 ist man mehr wie entweder 3. bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Naja. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Naja, Oder also wenn unsere lustigen Protagonisten in diesem Spielchen irgendwas mit dem Kopf entschieden haben, dann ja. umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Also ganz ehrlich, ich kann mir seine Scheißlaberei nicht anhören. Ich bin ein bisschen traurig. Viele Leute schreiben jetzt schon, ich kann es eh schon lesen. Moment, jetzt schaut mir da mal um. Schreiben schon, Until Dawn ist besser. Ja, ganz ehrlich, da ist aber nicht viel dabei. So, wie wir es jetzt mal machen, auch wenn wir schlecht, dann haben wir schon einmal ein schlechtes Spiel gehabt. Das war zwar Close to the Sun, war jetzt auch nicht so der Hit. Ich hab noch nie, außer mir erinnert das ganze Spielkonzept sehr an Telltale. Das ist nicht recht viel Spiel. Das ist viel mehr Film, Erzählung einer Geschichte etc. Bloß, dass in diesem Fall jetzt die Geschichte, die war schon in Ordnung, die Geschichte her irgendwie. Aber irgendwie schaffen es die Charaktere nicht, dass ich mich etwas um sie scheiß. Ja? Ob jetzt der da stirbt oder nicht, die haben alle dumm wie ein Sackel May. Das ist mir egal, ob da einer stirbt oder nicht. Ja? Dann nehmen wir zum Beispiel einmal, wie hat das Spiel geheißen? Ich kann es mir nicht, ein Plague Tale. Da, wenn dem kleinen Kind was passiert wäre, dann war ich da gesessen, dann hätte man gedacht, fuck, das nervt mich jetzt. Oder die Mädel. Oder zum Beispiel in The Walking Dead, da habe ich in meiner Sommerpause die letzte Staffel gespielt. Und da habe ich mir auch immer, da hat es auch den einen oder anderen Charakter gegeben, da wo ich mir gedacht habe, so, Alter, ich schwör's dir, wenn du stirbst, dann wie grantig. Oder in Blair Witch, nimm einen Hund. Ja, dem Hund, wenn was passiert, da will ich halt alle, keine Ahnung, aber in dem Spiel überhaupt nicht. Ja. Das Spielprinzip ist schon geil, ich mag das. Das ist ja teilweise ganz gut gemacht, aber es ist ja der einzige Jumpscarerei, das wirkt auch irgendwann nimmer.
Ja, das wirkt einfach nach dem 5. Mal nicht mehr. Wenn in 10 Minuten 5 Jumpscares kommen, irgendwann ist das egal. Oh, ich weiß es auch nicht. Das hätte massivst viel Potenzial, die Art und Weise von 10 Spiele. Und wir werden auch das spielen, was da im Trailer gekommen ist mit, wie hat es denn geheißen? Little Hope, glaube ich. Das werden wir auch spielen. Werden wir uns auch anschauen. Vielleicht ist es besser. Das hat auf alle Fälle schon mal ein besseres Setting, so mit Wald und komische Kinder und seltsamer Scheiß. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich von den Spiel jetzt halten soll. Das saubert kurz. Disordering! Bürgerzocker und Lime. Ich habe einen landischen deinstalliert, weil ich spiele keinen Landwirtschaftssimulator mehr. Oh, hoppala. Vergessgefühl im 5 heute. So, mit dem Ton wieder einschalten. So. Der Landi ist aus. Den wird es wieder geben, ja. Sag ich auch schon gleich einmal, wie es ist. Aber jetzt momentan nicht. Wir haben fähig nur andere Spiele zum Spielen. Ja, hast du Blair Witch alle Enden schon gesehen? Nein, das ist was, das können wir uns noch anschauen. Also was ich euch gleich schon mal vorbereiten kann, ist, wir machen nicht bis um 10 Uhr heute. Ich suche jetzt nicht mit Gewalt irgendeinen Scheiß, den wir jetzt deren, bloß damit wir einen Stream mit Gewalt auf 10 Uhr ziehen, okay? Dafür nix. Ganz einfach. Da habe ich nicht damit gerechnet. Es tut mir leid. Ich hab gemeint, das geht mindestens noch 2 Stunden. Und lasst euch nicht einreden von irgendwelchen Tests und sonst irgendwas, dass dieses Spiel alternative Enden hätte. Ich sag's euch ganz ehrlich, hat es nicht. War 100%ig nicht. Das können wir mal. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich da schon wieder lese, dass ich einen Hoodie verschenken soll, dann tu es nicht. Ja? Dann tu es nicht. Ich bin ein Rabe. Was ist das für Art und Weise? Die Chatter kommen und schreien, verschenken einen Hoodie. Leute, kennt's euch einmal. Herr August vergeht, also Antonio ist hingegen deutlich besser und spielt sich auch länger. Hätte ich gern. Deswegen für den PC kommt, bin ich sofort dabei. So, jetzt pass auf. Merci für deine Donation. So. Man of Medan All Endings. Was? 14 Enden? Dauernd 1 Stunde 30? Jetzt schauen wir uns nicht wirklich an. Das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das anschauen möchte. Dann schaut euch bitte 1,5 Stunden alle Enden von dem Spiel an. Ich mach das nicht. Okay? Nein, da ist mir Zeit schot. So. Wir schauen, was aber interessant war, jetzt pass auf, was ich da gefunden habe. Jetzt pass auf. Man of Medan, All Deaths and Bad Ending. Da können wir einmal schnell reinlunzen. Ja, ein paar so, wir haben auch keinen einzigen Tod gesehen. Außer den ganz am Schluss. Und das ist halt, jetzt pass auf, jetzt gehen wir da her, Play. Und schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich meine, das Ding dauert eine halbe Stunde. Das schauen wir uns jetzt nicht ganz so, aber einfach mal ein paar so Dinge anschauen. Ich meine, wir kennen die Situationen ja noch, wo die Leute hätten sterben können, wo sie es bei uns aber nicht da haben. Der Araman Führung schreibt, fuck, ich weiß nicht einmal, was ein Hoodie ist. Und für das hast du ihn jetzt gewungen. Herr Araman Führung, das ist ein Pulli. Schreib mir bitte auf Facebook oder auf Discord oder so, schreib mir bitte, du hast gerade einen Vollbier-Squad-Hoodie gewungen. Gratulation. Oi, Waldfahren, es gibt 3 verschiedene Geschichten, das wird die erste und Little... Ich muss gar nicht den Rest nicht lesen, was ist denn das für Kass? Moment, da hab ich der Alerts noch nicht so wirklich angepasst. So habe ich es nicht lesen können. Also, ich habe es nicht lesen können, es tut mir leid. Merci dir. So. Bürgermeister, halt, das ist ein Mähdrescher. Ja. Just me, or are you getting a real strange feeling right now? Do I look like a guy who likes to talk about his feelings? Hey. Er weiß halt wahrscheinlich wirklich nicht. Da hinten steht, was ein Hoodie ist. Was ist der Hoodie? Ein Kapuzenpulli. Mit dem Vollbier-Squad-Logo drauf. Schicke dazu, hast gewonnen. Okay? Aber du musst dich bei mir melden, am besten über Facebook, über meine offizielle Seiten. Wenn du es nicht hast, dann über Discord. Irgendwie muss ich ja wissen, wo du wohnst. Und schreib das jetzt ja nicht da rein, weil sonst kann ich einem helfen. So.
Ich brauche halt dein Gress und wo ich es hinschicken soll und so. Da. No? You feeling alright? Was schauen wir uns jetzt da an? Ich sag's euch, was ist eigentlich, ich mag es gar nicht sehen. Ich sag's euch, was es ist. Ich mag's eigentlich überhaupt nicht sehen. Ich mag mir jetzt nicht hinsitzen und diese zirkelnden Zwischensequenzen anschauen. Ich will nicht. Aber, jetzt pass auf. Blair Witch, All Endings. German. Wie lange dauern die Videos? Blair Witch All Endings. Da in 4,5, 5 Minuten. In 5 Minuten erklärt die, schauen wir und so, weil es mich nämlich auch interessiert in Blair Witch. Blair Witch war nämlich genauso gut wie Visage, wenn du mich fragst. So, los geht's. She demands. No, I'm not like you. You're not. You are me. I'm all you've ever had. I am what you become. Never. You can't do it, can you? She won't let you. You can't defy her. It won't change anything. It can't. Not now. Not after all I've suffered. It's your turn. War das unser Ending? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Or did you forget what it's like? So, jetzt hat er uns jetzt abgestochen. Ne? Ja gut, kann er ja nicht, weil wir mir eher sind, wenn ich mich richtig erinnert. Freilot 12, ab wann FIFA? Ab Montag. Für mindestens eine Woche, je nachdem wie gut das läuft und wenn es saumäßig viel Spaß. Der Doggo ist da! Hast du gesehen? Der Bullet war da. Und jetzt? War das ein Ending? Okay. Das glaube ich war unser Ending. Wir haben ihn doch auch sauber verprügelt. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here anymore. You won't get out of it that easily! Free. I won't let you! She always wanted you to become. Stop! Visage kommt nach FIFA. Ich versuche es ein bisschen auf Halloween hinauszuzögern, ja? Nur dazu, wie soll ich sagen? Das war unser Ending übrigens, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube schon. Oder war das unseres? Also das erste Alternative, wenn die so dermaßen unterschiedlich sind, die eine, die weiß jetzt auch nicht. Für was wird sowas gemacht? Das macht keinen Unterschied zur Geschichte. Keinen, null. You can't do it, can you? She won't let you. You can't defy her. It won't change anything. It can't. Not now. Not after all I've suffered. It's your turn. You're just her puppet. Also im Grunde ist alles das Gleiche. So, this is how it ends. Without ever starting. Bullet! Das war doch das gleiche Ending wie das erste, bloß dass der Bullet weggeht und ansonsten davor sitzt. Wozu? Und warum? Und von was hängt das ab, dass das eine und das andere Ende kommt? Warum? Die einzige Veränderung ist, der Hund schaut immer anders, okay? Ja, aber was tut das zur Sache? I won't let you! She always wanted you to become. Stop!
his injuries, bullet survived. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, also nichtsdestotrotz, Blair Witch war tipptopp Spiel. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber die 4 Enden, weiß ich jetzt nicht, was wir die sagen sollen. Keine Ahnung. Und hätte es dem Bullet fleißig Leckerlis gegeben, wäre er durchs Bild gerollt. Das glaube ich nicht. Da war doch danach noch ein paar Sätze, was da noch passiert ist. Ist zwar auch nicht mehr relevant fürs Game, aber würde mich interessieren. Ja, dann lese ich es dann nochmal vor. Das ist gerade dort gestanden. Alice gave into his rage and despair. The cycle continues. Carver was born again. Despite his injuries, Bullet survived. Ja, das sehen wir ja auch, dass der Bullet überlebt hat. He was later found wandering outside the Shannons house. Das heißt, er ist später halt gefunden worden outside of the Shannons house. Außen von dem Haus halt. Alice, war mal mir. Jess was determined to patch things up with Alice, but he ignored her efforts, spending more and more time in the woods. Also irgendwie haben sie umeinander da, bla bla bla, und er hat immer mehr Zeit im Wald verbracht. Ich weiß, das ist ein bisschen ein seltsames Geschichtchen, aber gut. Sonst steht da nichts mehr drin, lass mal weiterlaufen, lass mal. Peters fate remains unknown. Ich weiß nicht mehr, wer der Peter ist, ich sag's euch ganz ehrlich. Also man weiß nicht, was mit dem Peter passiert ist damals. Ganz kurz noch, der Hirschpointerei schreibt, das ist wie gut du einen Hund behandelt hast. So schaut er dann am Schluss dann, oder wie? Weil das ist ja das Einzige, was sie ändert in den 4 verschiedenen Enden. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Okay. With no clue to its whereabouts, Sheriff's body was never recovered from the Black Hills Forest. Ja, und Sheriff seinen Körper hat man nie gefunden. Todd McKinnon's body was found months later in the Tempe East Creek sawmill, so rotten it was nearly beyond identification. Und Todd McKinnon hat man dann gefunden in dieser Sägemühle und war so verfault, dass man fast nicht mehr identifizieren hat können. Der Bruder, den du gesucht hast, war der Peter. Ach so. Weil dann doch vielleicht ganz wichtig gewesen. Ja, aber theoretisch war der Peter so unwichtig in dem Spiel, das ganz aus ist. Naja. Tja. So, jetzt nochmal. Moin, wenn du wieder schreibst, moin Birger, wann spielst du FIFA? Am Montag geht's los mit FIFA. Ja. So, jetzt ist 10 nach 9 und ich werde euch jetzt enttäuschen. Und zwar maßlos. Ich bin nämlich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, das nimmt mir also ein bisschen den Wind aus den Flügeln. Da muss ich sagen, finde ich nicht gut. Ja. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Schade ein wenig. Da steckt sehr viel Potenzial in der Art von Spiel. Sehr viel. Aber das ist gnadenlos vergeben worden. Gnadenlos. Bletschmerz gibt's jetzt keinen. Dafür bin ich zu schlecht drauf. Ein Runden TFT, nein, geht auch nicht, weil da halt ein Patch gekommen ist und ich hab vor dem Stream noch 2 Runden gesperrt und ich hab gar keinen Plan, was überhaupt los ist. Und überhaupt und sowieso. Außerdem bin ich massiv, ich bin ein bisschen grantig, muss ich auch sagen. Und nicht mein lustig grantig, sondern ernsthaft grantig und das tue ich euch jetzt nicht an. Dafür wird's am Montag mit FIFA umso lustiger. Was übrigens in 3 Stunden rauskommt, das werde ich heute auch noch testen, weil ich morgen nämlich frei habe. Wie weit bist du denn überhaupt bei WoW Classic? Dass wir mal über was Wichtiges reden. Ja, 60 halt. Aber erst seit 3-4 Tagen, seit 4 Tagen glaube ich, bin ich 60. Ich habe allerdings auch 1,5 Wochen ausgesetzt, weil es mir einfach zu blöd worden ist. Und ich mich mal zwischendrin gefragt habe, für was mache ich das eigentlich? Ich bin Mage auf Patchwork, falls jemand interessiert, jetzt und jetzt geh mit den Kumpels, geh ab und zu mit Strat, Scholo, Ubris und Libris, das war's. Ob ich mir das Endgame, MC und Oni und so weiter tue, weiß ich noch nicht, weil ich ehrlich gesagt auch nicht weiß für was. Du verbringst den Classic halt so viele Stunden ab Level 60 in irgendwelche Scheiß-Inis für oft nix und wieder nix, weil du einfach keine Teile nicht kriegst und weil null. Und das ist halt anstrengend. Und da habe ich in meiner Zeit heute so. Früher war das in Ordnung, ja. Vor 15 Jahren, wo wir es gespielt haben. Heute denke ich mir so, da ist mir meine Zeit schon, da spiele ich was anderes. Da tue ich was anderes.
Ja. Diablo 3 war halt geil, oder? Alter, ich hab glaube ich 4.000 oder 5.000 Stunden in Diablo. Ja, vielleicht nicht ganz, aber 3.000 mit Sicherheit. Diablo spiele ich keine Minute mehr. Da ist ja nichts weitergegangen in Diablo. Das hat sich einfach stehen geblieben. Verstehe ich aber, ja, es kommt Activision immer mehr zu Blizzard und Diablo wirft kein Geld nicht ab, also weg damit. Ist halt so. Spielst FIFA dann auf dem PC. Wie alles andere spiele ich nur auf dem PC. FIFA wird es auch nur am PC geben. Und ja, Landwirtschaftssimulator war geil. Nein, den haben wir echt länger gespielt wie alle anderen Spiele bisher. Und der ist jetzt erst einmal... Traust du dich über Borderlands 3 drüber? Ja, warum nicht? Aber eher privat. Also das Spiel, wenn, dann eher privat. Was mir momentan privat sehr stickt, ist The Search 2. Da hat mir das eins schon ganz gut gefallen. Das haben wir damals auch gestreamt vor 4 Jahren. Oder vor 3 Jahren. Da hat mich noch keiner kennt. Oder da hat es gerade angefangen, sagen wir so. Und das war eigentlich ganz geil. Und das 2 soll sich noch besser spielen. Hapert bloß ein bisschen an der Story und so. Ja, vielleicht hole ich mir das. Dann Greedfall interessiert mich sehr stark. Das ist aber auch zu zirgert für einen Stream, glaube ich. Ich glaube, dass das nichts ist für einen Stream. Fallout 4 habe ich auch weit über 100 Stunden investiert. Das habe ich auch für meine VR-Brille nochmal angefangen und so weiter. Also wir werden kein FIFA spielen. Hast du die Modern Warfare Beta gespielt? Nein. Und mittlerweile im Nachhinein sogar leider Gottes nicht. Ich habe zwar gesagt, mir kommt kein Call of Duty mehr auf dem PC. Aber sie scheinen ein bisschen back to the roots zum gehen. Und es schaut gar nicht schlecht aus. Aber ja, ich habe überlegt, ob das vielleicht tatsächlich was für ein Stream wäre. Dann. Ja, ich habe Modern Warfare 2 und Modern Warfare 1 gefeiert ohne Ende. Und das war einfach ein grundsolider Shooter, so wie er sein soll. Nix Walljump, nix ich kann fliegen mit Jetpacks und irgendwelchen Future-Scheißdreck, sondern einfach ein grundsolider Shooter. Fertig. Ne? Und mal schauen, ich muss mich da ein bisschen damit befassen. Vielleicht kommen wir da auch Community-Runden mal, also untereinander spielen. War vielleicht ganz witzig. Kann man sich mal anschauen. Aber dann muss ich meinen letzten Account in der Öffentlichkeit preisgeben, nämlich meinen Blizzard-Account. Und dann habe ich in denen Spiele auch keine Ruhe mehr. Dann ich kann halt nirgends mehr online gehen. Ich kann in Steam nicht mehr online gehen, ich kann in LOL schon fast nicht mehr online gehen. Ja, naja. Also Modern Warfare kommt ans alte Modern Warfare 2 20 Stunden in der Beta gesagt. Sagst du das? Und Modern Warfare 2 habe ich definitiv am allermeisten gespielt von alle Call of Duties, die es gibt. Außer das 1, das habe ich noch mehr gesuchtelt. Aber da waren 5 von euch noch gar nicht auf der Welt. Das war 2003 oder 2004. Herr Jorau! Also, das ist eine Sachgeschichte. Geschichte Sache. Das war jetzt eine Sachgeschichte. Ja, ihr müsst euch meine Sachgeschichte nur hören. Gut, der Call of Duty 32 gegen 32, das kann ich mir jetzt nicht so geil vorstellen. Aber im Grunde ist da nichts anderes wie Battlefield. Ja? Bloß das in Call of Duty, und ich mag Battlefield nicht falsch verstehen. Ja, ich habe zum Beispiel ein Battlefield 5, und das habe ich ziemlich geil gefunden sogar. Das Trefferfeedback in Call of Duty war schon immer besser als im Battlefield. Schon immer. Und das soll jetzt mit Modern Warfare noch mehr ein Stück besser geworden sein, da wo ich sehr gespannt drauf bin. Vielleicht scheißen wir mal an, und dann werde ich sehen, ob ich es für einen Stream tauglich halte oder nicht. Wir werden sehen. Rocket League mit allem und mehr Soße und scharf. Viel scharf, muss ich sagen. Rocket League habe ich ganz witzig gefunden, aber da bin ich einfach schlecht und nein. Rocket League ist sowas, das spielt auch jeder, oder hat auch jeder zweite gespielt. Ich bin ein Rasensprenger. Stigi! Was hältst du von Dark Souls? Habe ich das Dreier gesuchtelt ohne Ende. Dark Souls ist geil ohne Ende. Ich habe Sekiro gesuchtelt ohne Ende. Merci für deinen Zückel. Das ist ein Anfang, wenn wir mit der Streamerei angefangen haben, ist Dark Souls 2 und Dark Souls 1 Remake auf der Liste gestanden. Aber dann haben einfach andere Spiele gekommen, die ich für einen Stream attraktiver gefunden habe. Ja, auf die ich natürlich auch Bock habe. Und da ist das nächste auf alle Fälle FIFA. Und da schreibt gerade jemand was ich auch schon, habe ich heute darüber nachgedacht. Herr Nussbauer und der Herr Splatpack ein FIFA-Turnier ausrichten. Habe ich auch schon überlegt. Und es ist gar keine so eine dumme Idee.
alle, die Interesse an einem FIFA-Turnier haben, Discord-Pflicht. Kommt in meinen Discord-Channel, unten in der Beschreibung ist das Ding. Vielleicht machen wir das einmal. Vielleicht, was heißt machen? Vielleicht, ich glaube, dass uns FIFA mehr Spaß bereitet, als ich das gerade vielleicht umreiß. Das werden wir dann sehen. Ja. Über ein FIFA-Turnier habe ich auch schon mal nachgedacht. Ja, jetzt schild's mir einige Nierscheiben, das kann ich auch noch. Schreibt schon, nein, nicht Fußball, ich hasse Fußball auch. Aber FIFA ist ganz, das hat nichts mit dem Real-Life-Fußball zu tun. Ja? Da geht es um den Competitive Mode, wer ist besser. Und FIFA ist nicht umsonst eines der größten Spiele weltweit. Es ist beliebt und da brauchen wir nicht Schmerz drüber. Und ich mag's auch, ich sag's auch, wie es ist. Ich kaufe mir zwar bloß alle 2-3 Jahre mal eins, deswegen gehe ich nicht hier und schau Fußball. Nein, FIFA ist geschissen, das ist nur scheiß Fußball. Ja, schön. Was spielst dann du so? Herr Rottinger, jetzt bin ich gespannt. Herr Rottinger, was spielst du so? Turnier ist verboten, glaube ich, war im 19er so. Wie ist verboten? Wie Turnier ist verboten? Man wird doch spaßeshalber, Gaudi halber, als darf man ein privates Turnier ausrichten. So Gaudi. Es gibt halt dann nichts zum Gewinnen. Man ist das sowieso nicht, weil was weiß ich, an was ich mich da für Auflagen halten muss. Zuschauen schon, selber spielen, nein. Spiel halt NHL, ja, mit Eishockey kann ich nichts anfangen. Da kann ich gar nichts anfangen. Hauptsache Gaudi ist dabei. Ja, das ist alles, um was das geht. Birger, es gibt 3 verschiedene Geschichten. Man of Medan war die erste und Little Hope wird die zweite sein. Ja, okay. Okay, ja, alle Wolfer geht's gut. Der Rottinger spielt V-Rally. Was ist V-Rally? Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Irgendein Autorennen? Das ist das allergeilste Beispiel. Ja, irgendwelche Autoproleten, die einen Fußball absagen. Köstlich. Ja, weißt, ich kann zum Beispiel mit einem Autorennen nichts anfangen. Aber ich sitze mir nicht her und sage, V-Rally ist Scheißdreck. Autorennen ist Scheißdreck. Aber ich habe genau dieselbe Meinung. Autorennen sind langweiliger Scheißdreck. Es hilft halt nicht. Ich kann es nie um jeden recht machen. Ja, von 500 Leuten haben halt dann einmal 100 dabei, die haben keinen Bock auf FIFA. Ja, vielleicht haben aber dann 200 andere nicht, die haben Bock auf FIFA. Weiß ich nicht. Ich habe auf alle Fälle Bock auf FIFA und das ist eigentlich mal das Allerwichtigste. So. Wie findest du Rainbow Six? Ja, ich glaube, kann ich so Competitive Shooter mehr an. Ja, Call of Duty ist ein Arcade-Shooter. Ja, das ist ein Gaudi-Shooter. Das ist okay. Aber kein Taktik-Shooter wie Counter-Strike oder Rainbow Six oder so. Da bin ich zu massiv erpicht darauf, gut zu sein, dass ich richtig krass ausrast, wenn ich verliere oder wenn ich mir selber beim Schlechtsein zuschauen kann, dann krieg ich's kotzen. Ja, und das hat mit meiner sonst Ausflipperei nichts zu tun. FIFA Online ist halt leider Pay to Win. Ja, dieser komische Pro-Modus, wo du dir deine Karten einkaufst, natürlich. Aber wenn du mit normalen Mannschaften spielst, dann halt nicht. Und das werden wir mir nicht tun. Wir spielen einen Pro-Modus, wo jeder seinen Charakter hat und seinen Charakter levelt. 11 Leute gegen 11 Leute. Das wird sicher lustig. Und wie das mit einem FIFA-Turnier ausschaut, da können wir uns mal im Discord unterhalten. Ja, ich brauche irgendwie eine Turniersoftware oder so auf einer Internetseite. Ja, wir spielen schon Pro-Clubs. Ich weiß nicht, ob wir da schon auf dem richtigen Level sind, da wo du dir deinen eigenen Charakter erstellen kannst, ja, und spielst dann einen Spieler in der ganzen Mannschaft. Ja? Ich werd 10 Spieler einstellen, ein Torwart spielt mir keiner. Ja? Weil den wirf ich wahrscheinlich nach 2 Sekunden aussehen. Da habe ich noch keinen, ich habe das letzte im FIFA 17, das war das letzte FIFA, was ich gehabt habe, da hat es keinen einzigen guten Torwart gegeben und es kommt mir kein Torwart ins Haus. Der wird der Computer gesteuert bleiben, weil das ein Witz ist. Keiner kann den Computer sauber steuern, den Torwart sauber steuern. Bürger, das Wichtigste ist, dass du Fortnite spielst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Der Crossbot, da haben sie mir den Nagel auf den Kopf getroffen. Da gibt's von mir einen Gratulationströd. Hashtag Gratulationströd. Ja, stimmt, hab 3000 Stunden 19. Ja, 300 Stunden 19. Natürlich gibt's nur Leute, die FIFA spielen. Ich weiß genauso, dass es einen Haufen Leute gibt, die FIFA hassen. Ja, aber es gibt genauso viele Leute, die hassen Horrorspiele und können sie sich nicht anschauen. Und es gibt genauso viele Leute, die haben vielleicht Tomb Raider Cast, was sie sich denkt haben, Gott, was ist das? Ich kann's nicht. Schreib mir nicht so, was ist denn das? Ja, das wage ich jetzt zu bezweifeln, Christoph. Aber danke für deinen Zwickel. Ich suche Rainbow Six hart, aber habe auch schon ein paar Controller auf dem Gewissen. Ja, wie viele Controller, Gameboys und Konsolencontroller hier auf dem Gewissen habe, möchtest du nicht wissen. Das willst du nicht wissen.
Aber Birger, bitte tu mir einen einzigen Gefallen. Bitte spiel dann keinen unterklassigen Hami-Fußball und werd nicht von jedem zweiten abgesagt. Das wird untergehen. Ja, wenn ich eine Person spiele von 11, dann haben sowieso immer 10 andere schuld, nicht ich. Das ist ja eh klar. Herr Lukas Binder, schöne Grüße vom Wildcouts. Heute. Der Michel schreibt, Tomb Raider kann man nicht hassen. Ja, gibt's mit Sicherheit Leute, die auch das hassen. Ich verstehe es auch nicht, wie man es hassen. Bin ich besoffen oder wo ist der Discord-Link? Außer habe ich vergessen, im Twitch gibt's keinen Discord-Link, glaube ich, gell? Tja, Schande über mein Haupt. Moment. Ich linke euch schnell, also ich schreibe schnell in den Chat rein. Und ich gebe euch einen guten Tipp. Versucht es nicht irgendwie besonders lustig im Discord zu sein oder so. Ihr werdet sofort abgesagt von den alteingesessenen Leuten. So, Discord, da ist der Link, bla bla bla. Ah ja, das stimmt. Oder du schreibst einfach Ausrufezeichen Discord, das geht natürlich auch. Ich gebe euch jetzt einfach einmal den Link ein, weil es eh wurscht ist. Das mit dem FIFA-Turnier, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich muss mich bloß vielleicht irgendwie mal erkundigen, ob ich vielleicht sogar, ob jemand was gewinnen kann. Keine Ahnung, weil warum nicht? Warum nicht? Ja. Warum nicht? Anstatt dass man verlosen, gewinnt halt der Erste dann ein Vollbier-Squad-Pulli oder so. Oder einfach nix, einfach zur Gaudi. Keine Ahnung. Das kann man mir einen ganzen Samstag lang machen, ja, mit Kommentieren und so. Das war eigentlich schon ganz geil. Ist jemand da, der richtig krass in FIFA ist, also der von sich behauptet, alles klar, Freunde der Sonne, ich bin richtig gut, ich spiele über dem Durchschnitt. Und jetzt nicht irgendwelche Schmatzer, wo ich 3 Jahre nicht gespielt habe, abzieht mit 18-0, sondern Leute, wo wirklich sagen, ja, ich spiele, gibt's da ein Ranking oder so? Weiß ich nicht. Hab kein Geld für FIFA. Man braucht sich nur das Spiel kaufen. Vielleicht, wenn ihr von anderen Streamer und von was weiß ich so einlullen lasst, dass dieses, wie heißt denn der Modus in FIFA, wo du dir die Goldkarten kaufen kannst und so und die bestimmt. Wieso tut man das? Das ist so dumm. Also das ist wirklich krass. Das ist wirklich heftig. Also das ist richtig dumm, warum man für sowas Geld ausgibt. Ich weiß nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es geht nicht. Und jetzt bin ich groß geworden damit und ich bin voll in der Materie drin, aber das werde ich nie verstehen. In FIFA gibt es nur eine Taktik. Blutgrätsche, ja, da bin ich. Ultimate Team heißt's, ja, genau. Ich habe ehrlich gesagt noch nie FIFA gespielt. Ja, muss auch keiner. Es ist ein Fußballspiel. Ja, wenn du nichts mit Fußball anfangen kannst, kann ich verstehen, dass das nicht taugt. Das hilft auch nicht. Aber ich habe einfach Bock drauf. Und ich glaube, dass das eine coole Community-Sache ist. Und dass es fake nur Leute bei euch gibt, die Bock drauf haben. Damit du was zum Lachen hast. Ja, ich kann leider keine Donation-Links anklicken. Es tut mir leid. Und das da abtippen, schaffe ich leider nicht in 10 Sekunden. Was der Montana Black macht, ist Karten ziehen wie narrisch. Ja, und deswegen sind Leute, weil er wahrscheinlich zahlt wird von EA dafür. Ganz einfach. Und ein Montana Black, ein Streamer, der auf dem Level von Montana Black agiert, der wird bezahlt davon. Da kann er sich noch 100 Mal ausschmatzen. Das braucht man keiner erzählen. Oder er hat irgendeinen Nutzen draus. Ja, die machen doch alle dieselbe Scheiße. Da schauen sie irgendwelche Fortnite-Streamer zu, irgendwelche No-Names, die keine Zuschauer haben. Und dann schauen sie zu und dann warten sie so. Für jeden Kill kriegt er jetzt 100 Euro. Oder 1000 oder was weiß ich nie. Dann macht er da ein Video draus und das schauen so viele Leute an, dass er das 10-fache damit wieder einnimmt. Der schenkt denen das Geld nicht. Der weiß schon, was er tut. Die meisten Streamer haben schon 1000, 3000 Euro in Ultimate Team. Ja, das ist halt einfach behindert. Und da braucht mir keiner erzählen, dass er nicht irgendwie von EA dazu gebracht wird. Ja, oder vielleicht haben die Leute selber süchtig danach. Ja, ich kann das aber auch verstehen. Das ist nichts anderes wie Glücksspiel. Ganz einfach. Aber es hilft dir dein 3000 Euro Pro-Team, wenn du schlecht bist, wie scheiße. Dann sollen sie ihnen Geld ausgeben, das ist mir echt völlig egal. Ich halte es einfach nur für dumm. Und für jeden, der es tut, den halte ich auch für dumm. Für richtig krass dumm. Ich werde es nie verstehen. Ich werde es nicht verstehen. Naja. So. Was? Jetzt kaufe ich FIFA nur für das zu... Nochmal, bitte. Ich mag euch wieder dazu verleiten, wer Geld für den Scheiß ausgeben möchte, der soll es ausgeben. Das ist mir echt egal. Trotzdem, ja. Was, der Monte streamt der Slots? Ja, der tut ja auch Pokern und so einen Scheiß, oder? Und pure Glücksspielerei, dass das überhaupt sei, das verstehe ich sowieso nicht. Wie viele Leute schauen dem zu? 50.000, davon sind Minimum 40.000 unter 18. Und er sitzt sie hier und fickt
fixt leider auf Glücksspielerei an, dass das überhaupt sein darf, ist mir. Ja, aber ich, wenn ich einen falschen Ton sag, dann steht der Erzbischof, schießt mich tot Sepp vor der Haustür und droht mir mit was weiß ich was, wenn ich die Kinderficker sah, nicht aus meinem Video aussehen. Ja, okay, es ist keine Ahnung, was ich da sagen soll. Die Welt ist so massiv falsch. Der Patrick, der schreibt, bin Top 200 oder wo in FIFA? Seriously, Top 200, weltweit? Das glaube ich da nicht. Screenshot or it didn't happen. Im Discord, jetzt. Schlau! Vergesst für den Euro. Kannst du mal schauen, warum Plague Tale die letzte Folge nicht geht? Grüß an die Melli und die Jenny. Wenn ich Jenny grüß, die letzte Folge Plague Tale. Was war denn da gleich wieder? Da ist File corrupted. Die hat's nicht gescheit aufgeladen oder irgend sowas. Ich weiß schon, was du meinst. Die ist leider kaputt. Komm vor. Spiel mir der Gichtelhorn. Das Gichtel, also es gibt das Spaßhorn, ich bin fröhlich Horn, das ist so. Dann gibt's das ich bin traurig Horn, das zeigt erstens schon mal nach unten und geht so. Und dann gibt's das Gichtelhorn, da steckst du Hände also durch und machst so. So, das waren die 3, ja. Naja. 100% Real Talk, Kinder zum Glücksspiel bringen. Ja, was anderes ist es nicht in meinen Augen. Und dass es nicht verboten wird, ist mir ein völliges Rätsel. Völliges Rätsel. Ich möchte gar nicht wissen, wenn ich einen auf die pokert umeinander und so weiter, wie viele Leute, dass ich mit meine im Vergleich dazu, ja, für mich ist das massiv viel, gerade mal 500 Zuschauer, dass ich dazu kriege, dass das Pokern um Geld fangen. Mehr, die gar nicht wissen, wie. Das kann man eigentlich auch nicht. Also nicht um Geld, sondern Pokern. War lustig. Kann man da eigene Lobbys machen? Ja, ist aber auch irgendwie dumm, weil wenn ich das stream, dann ist das ja dumm. Naja. Also ich mag die jetzt so nichts strenger, aber kennst du World of Tanks? Wenn nicht, ja, ich kenne World of Tanks. Hat mir nicht so gut gefallen. Mir gefällt World of Warships. Du kannst mich gerne ignorieren, nicht Lukas Binder, das passiert ja aber nur einmal. Oh! Ja, ich gebe euch einen guten Tipp, ignoriert meine Mods nicht. Versteht dann keinen Spaß. Poker und Geld, ich bin dabei. Mr. Blackswill, da feiert aber noch Blackjack und Nutten. Nutten. Ich will die Nutten. Ja? Manchmal ist es echt ein Problem, dass ich meistens einfach zu ehrlich bin. Statt Bullet streichen, Jagdhorn spielen. Ja? Gichtelhändel. Das ist zu gichtlig für mich. Das ist ein gutes Händel. Bestes Händel, Leute. Kannst du einen Discord-Link nur mal schreiben, bitte? Michelle, da schaust du in die Beschreibung. Unten ist hier Discord-Link. Ansonsten ist hier nochmal der Discord-Link. Ja, was soll ich jetzt sonst noch sagen? Ich meine, jetzt haben wir es bis um 9:30 ausgezogen. Ja, bisschen Schmerz, da, bisschen Schmerz hier. Was gibt's sonst noch zum Sagen? Ich freue mich auf euch, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich werde jetzt auch noch bis um 12 Uhr wach bleiben und werde gleich mal hier mit dem Pro-Club anfangen, gleich mal meinen Char erstellen und gleich mal einen Vollbier-Squad gründen. Wer FIFA auch hat und um 12 Uhr noch wach ist, geht's ins Bett. Ihr müsst sehen, wegen mir bis um 12 Uhr wach bleiben. Herr Geibefee, Bürgers Blech, Pixen, Burmer, Blechblasen. Ja, jawohl. Ja, der Patrick D. schreibt zum Beispiel hyped auf Montag. Schau, das ist aber nicht, der hat voll Bock auf FIFA. Ja. Kann's auch nicht ändern. Finde ich gut. Ich hab auch Bock. Voll sogar. Weil ich glaube, dass es sau lustig wird. Ich habe auch schon überlegt, ob wir uns vielleicht zu 10 ins Discord sitzen, weil es natürlich untereinander zum Absprechen ganz nicht schlecht war. Aber ich glaube, dass da Freundschaften und ziemlich viel Hass zerbricht. Hervorkommt. Deswegen der wir das lieber nicht. Wer scheiße spät, wird ausgewechselt. Da tue ich gar nicht lange miteinander. Und ich glaube, man kann sich da ja auch bei der Mannschaft dann bewerben. Man kann die über Suche kann man so Mannschaften finden. Also ihr könnt es mit Sicherheit dann schon mal nach einem Vollbier-Squad suchen und euch bewerben. Ich werde jeden einlassen, da wird nicht irgendwie aussortiert. Seid untereinander freundlich, wenn einmal jemand dabei ist, der nicht so gut ist. Ist halt dann so. Ja, das soll Gaudi machen und nicht, dass man wieder irgendwelche Leiternamen und sonst irgendwas. Freue mich auf Montag. Nennst die Franziska! Ja, wir sollten eigentlich mit Frauenfußball spielen, das war schon geil. Mit der Frau, mit der Hashtag Depp von Ersch, deswegen mehr. Meinung Metro Exodus. Habe ich schon einmal erzählt, glaube ich. Metro Exodus war wahnsinnig gut. Das, was wir da im Stream gesehen haben, das war einfach nur, das hätte ich aussetzen müssen. Dann hat das Spiel angefangen, richtig geil zu werden. Und dann habe ich es privat durchgespielt. Naja. Ich hasse FIFA, aber wenn es du streamst, wird es gewiss. Das kann ich auch noch nicht garantieren.
Ich kann ja noch nicht garantieren, dass das lustig wird. Wenn es nicht lustig wird, dann spielen wir was anderes. Der DAT zum Beispiel ist ein asynchroner Multiplayer-Shooter im Resident Evil-Universum angekündigt. So wie Left 4 Dead. Ja, oder eher besser gesagt wie Evolve. Da wo einer gegen 4 spielt im Resident Evil-Universum. Das war eigentlich schon geil. Das hätte ich mir auch gedacht, so, ne? Das kann man mit Sicherheit einmal kann man das spielen. Also als Community-Projekt. Meinung zu Minecraft. Minecraft hat nicht ohne Grund wie viele Millionen Verkäufe? 90? Minecraft ist ein gutes Spiel. Ja? Das, was mir noch widerstrebt, dass ja jeder Vollidiot streams. Deswegen streams ich nicht. Vielleicht ist sogar Fortnite ein gutes Spiel, ja? Aber allein, was das Spiel Hype hat, ich will es nicht spielen, ich möchte nichts davon wissen, ich gehe weg. Kann man jetzt PC und Xbox in FIFA zusammen zocken? Das ist eine gute Frage. Weiß das jemand? Der Patrick D. macht so den Eindruck, als da er sowas wissen. Kann man plattformübergreifend FIFA spielen? Xbox, PC? Birger haut ein Crossplay zwischen Xbox und PC bei dir hin. Das weiß ich nicht, ob das bei mir hinhaut. Wenn es bei mir haut, haut es bei alle hin. Borderlands 3, ja, ne, Star Wars Battlefront 3, nein. Welche VR-Brain hast du? Ich habe eine Valve Index. Die ganz neue. Na, Fortnite ist ein Kinderklump. Ja, Fortnite ist Scheißdreck. Will wir nicht haben. FIFA ist super geil, aber auch lange Fußball gehasst, aber seitdem ich FIFA zocke, versuche ich auch jedes Bayern-Spiel nach Möglichkeit anzuschauen. Also ich schaue kein Fußball mehr, weil der Fußball hat nichts mehr mit dem Sport zu tun. Aber das Spiel an sich gefällt mir, ja. Kennst du War Thunder? Ja, das ist quasi eine Mischung aus alle. Das ist, ja, kenne ich. Spiel Rocket League, dann kannst du Leute im Chat voll demütigen. Ja, das mag ich aber nicht. Was soll das? Geht das nur mir so oder ist der Kleinkindanteil im Chat seit dem letzten Mal gestiegen? Weiß ich nicht. Destiny 2? Nein. Destiny kann ich gar nicht so fangen damit. Genauso wie mit Anthem und den ganzen und du hast der andere Loot-Shooter. Der dritte, naja. Was heißt, es ist keine gute Einstellung, grundsätzlich gegen Mainstream zu sein. Das ist, ich habe so die Eigenschaft, das tue ich schon immer, was alle gut finden, finde ich scheiße. Mit Gewalt, egal wie gut das ist. Egal. Und ich mache es immer mit Gewalt anders wie alle anderen. Frag mich nicht warum, aber offensichtlich hat es ganz gut funktioniert bis jetzt. So. Was haben wir sonst noch? Crossplay ist wieder nicht gemacht worden bei FIFA 20 PS, hast schon 25 Stunden beim 20er. Habe wieder jemand vorbestellt. Das ist übrigens eine Todsünde. Vorbestellen. Geil, Buffet! Schreibe nicht über so viel, wer sollte denn das lesen? Da kommt der Pass zum Doppeltipp, Daniela, der nimmt die Flanken und spült so das Mittelfeld vorbei an der Bruder Ramona und jetzt ergreift Blutgrätschen, Waltraud an und dann kann ich nichts mehr lesen. Merci für deinen tollen Beitrag, geil, Buffet. Wirst du Visage wieder im Stream spielen? Selbstverständlich. Außer beim Landi, den hast du geholt. Was? Das stimmt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo keiner damit gerechnet hat. Das kann vielleicht auch mit Minecraft passieren. Hat er nicht gesagt. Red Dead Redemption 2 ist PC only. Ist PlayStation only. Und es schaut nicht danach aus, als dass da relativ bald eine PC-Umsetzung käme. Wenn da eine PC-Umsetzung kommt, dann werden wir mir die Hauptstory von Red Dead Redemption im Stream spielen. Ja. Was auf alle Fälle auch noch kommt, ist gut, der ist es im April. Ja, da ist eine Ewigkeit hier, aber das ist egal. Ist auf alle Fälle Cyberpunk. Da werde ich mir wahrscheinlich sogar Urlaub nehmen und jeden Tag streamen, länger, weil es nun mal ein sehr umfangreiches Spiel sein wird, nehme ich an. Ja, was wird das erste VR-Spiel? Weiß ich noch nicht. Eventuell, wie heißt es? Wissen. Da ist Arizona Sunshine wahrscheinlich. Hast Bock auf Alien Isolation? Das habe ich schon durchgespielt. Das gibt es auch als Video bei mir auf dem Kanal. Das war 2015. Da hat mich noch keiner kennt. Schaut es euch nicht, da ist es furchtbar. Kauft er PS4? Nicht wirklich, wenn nächstes Jahr PS5 kommt. Kaufen wir jetzt kein PS4, oder? Wollte ich eigentlich da, dafür habe ich mir die VR-Brain gekauft. Wie weiß man mit Halo? Halo gibt es auch nicht für den PC, oder? Außerdem ist Halo ein ziemlich.
Halo ist gut, ja, brauchen wir nicht schmerzen, aber Halo ist einfach nur ein dummer Shooter. Der ist weder unterhaltsam für einen Stream noch sonst irgendwas. Genauso werden wir nämlich zum Beispiel auch kein Doom spielen. Ja, es ist einfach bloß ein dämlicher, ich bring alles um Shooter, das war's dann. Ich möchte Story-Spiele, ich möchte lustige Spiele, ich möchte Horror-Spiele, ja, da wo ich meinen Teil dazu beitragen kann. Und was soll ich in Doom tun? Aufs Maul, bumm, wow, nur mehr aufs Maul, bumm, 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 aufs Maul. Und das 2 Stunden lang, nein, wirklich nicht. GTA Roleplay wäre geil als grantiger Bayer, aber über das habe ich vielleicht schon nachgedacht. Aber diese GTA Online DLC-Politik, die widerspricht jeder Faser meines, ich hab GTA 5, steht da oben sogar in Boxed-Version für den PC. Aber vielleicht in Red Dead Redemption. Schauen wir mal. Der grantige Cowboy-Bayer, der die Kier umeinander treibt und sonst irgendwas. Mal schauen. Mal sehen. Wie war's mal mit dem RPG? Immer gern. Ja, ich bin ein sehr großer RPG-Fan. Es kommt demnächst irgendwann einmal Wasteland 3. Und ich bin massiver Wasteland-Fan. Wasteland 2 war super geil. Bloß bin ich mir halt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das was für ein Stream ist. Das ist schon sehr drucker, ja? Das ist rundenbasiert, das ist massiv story- und charakterlastig und so weiter. Weiß ich nicht, ob das was ist, keine Ahnung. Remnant from the Ashes ist voll geil. Ja, das ist richtig. Habe ich mit einem Kumpel vor WoW Classic gespielt. Leider Gottes nicht durch. Ich bin beim letzten Endboss, den haben wir nicht umgehauen, weil wir grundlegend was beim Skillen, beziehungsweise beim Leveln und beim Waffenkaufen verkackt haben und da wollte ich nicht mehr weiterspielen. Aber Remnant from the Ashes war ziemlich geil. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Resident Evil 2 Remake, Herr Oliver Alpha, du bist doch auch schon Ewigkeiten dabei. Du weißt doch, dass wir mir das Resident Evil 2 Remake schon gespielt haben. Das weißt du doch. Das war das erste Spiel, was wir im Februar angefangen haben. Oh, stimmt, der Long Dark. Der Long Dark, das habe ich immer wieder nicht auf dem Schirm. Wenn wir nicht wissen sollen, was wir spielen, das nicht nach FIFA, wenn noch irgendeine so eine Lücke zwischen FIFA und Visage an Halloween, ja, dann spielen wir The Long Dark. Das habe ich schon kurz privat angespielt, nicht lang, 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, aber das hat mir sehr zugesagt. Ja, das ist so ein Lonesome Survivor Story getriebenes Ding, hat mir gut gefallen, Was auch mal lustig war, ist, da gibt es doch dieses Dschungel-Survival-Spiel, was da gekommen ist. Das schaut auch nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht, bitte. Aufs Maul, bum, 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 noch mehr aufs Maul, klingt wie ein Wiesensimulator im Drunk Rage Mode, ja genau. Ja Gott, das ist Oktoberfestzeit, ist so schlimm. The Barracks, ja, Greedfall, habe ich auch schon überlegt. Weißt du, was die perfekten Spiele sind? Ich glaube, dass wir bei Greedfall heute nicht mit 10 Stunden fertig sind. Ja? Das Problem ist, ich möchte gern für einen Stream Spiele, die sie in angemessener Zeit durchspielen lassen. Und ich rede da von 6 bis maximal 10, 12 Stunden. Weil die Spiele, wenn wir 3 Wochen lang denselben Zeug spielen, einfach irgendwann langweilig werden. Und da glaube ich, haben wir mit Greedfall heute lang nicht dabei, bei 10 Stunden. Selbiges übrigens mit The Outer Worlds. Ja, das im Prinzip ein Fallout-Klon ist, auf gut Deutsch gesagt, aber ich werde es privat definitiv spielen. Ich freue mich sogar sehr drauf. Aber das ist ein Spiel, da versenkst du 40, 50, 60 Stunden drin. Deswegen wird es wahrscheinlich schwierig für den Stream. Ganz ehrlich, der JS schreibt, ich brauche mir keine Listen schreiben. Ich befasse mich den ganzen Tag mit nichts anderem. Das ist mein Primärhobby da. Ja? Deswegen kenne ich auch alle Spiele, von denen ihr redet. Und ich habe wahrscheinlich über jedes schon nachgedacht, ist das was, ist das nix. Green Hell heißt's, das Dschungel-Survival-Spiel, jawohl. Far Cry 5. Habe ich auch schon überlegt. Ist allerdings ein Shooter. Dann kommen wieder die super Gescheiten daher. Oh, was hast du für Aiming beieinander? Muss ich sagen. Ja. Kriegst du von mir Gichtelhändel. Ja, der Long Dog, geile Sau, Alter. Ja, können wir uns genehmigen. Das für heute ja eine gute Idee. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist was ich vergessen. Kommt zwischen FIFA und Visage. Gute Idee, Kinder. Sehr gute Idee.
Auf welcher Plattform willst du FIFA zocken? Zum 50. Mal hier. Ich spiele alle meine Spiele nur am PC. Ich spiele nicht auf einer Konsole, ich streame nicht auf einer Konsole. PC only. Master Race. Wir waren mit irgendeinem Assassin's Creed Teil, das war vielleicht ein ganz geil, Money. Ja, Assassin's Creed wird halt immer schlechter anstatt besser, keine Ahnung, wobei die letzten 2 aufgeholt haben. Da haben wir aber auch nicht dabei mit 12 Stunden. Und 12 Stunden sehe ich als absolutes Maximum, ja. Wenn wir mit 12 Stunden streamen, dann haben wir 6 Wochen gestreamt, das sind 1,5 Monate lang dasselbe Spiel. Das der wir nicht. Das ist nicht gut, nicht gut. The Forest, ja, habe ich auch schon überlegt. Chicken Invaders Universe, das kenne ich nicht. Stimmt, es hat keine Pinkelpause um 9 gegeben. Es ist aber auch jetzt 3/4 Jetzt haben wir es massiv lang ausgezögert. Gell, eigentlich wollte ich um 9 wollte ich eigentlich schon ausmachen. Naja. Ich glaube, dass es doch 10 wird, schreibt der Erste. Naja, da gibt's. Was, der Barrack schreibt, Blair Witch wäre ganz nice. Ist es der Ernst? Dann bist du noch nicht lang dabei, Mr. Barracks. Ist aber nicht schlimm. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Blair Witch haben wir bis vor 2 Wochen gerade durchgespielt. Findest du bei mir im Kanal. Und war eines der besten Horrorspiele jemals, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Freunde der Sonne, jetzt ist er Ruhe. Ja, die ganze Zeit da über denselben Scheiß schmerzen. Wir sehen uns am Montag mit fucking FIFA 20 im Pro-Modus. Wird sicher saulustig. Wer es hat, wir spielen mal am PC. Jeder darf mitspielen. Wer natürlich als Erster wieder kommt, hat gewonnen. Hilft das sowieso nicht, weil wir so das auslosen, der wir es mit Sicherheit nicht. Kennst du das Wochenende ja schon mal fleißig trainieren. Ich werde auch mit Sicherheit ein paar Spielchen absolvieren und gleich mal einen Vollbier-Squad gründen. Mit schönen Trikots und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt dann Bock drauf. Um 12 Uhr geht's Spiel aus in 2 Stunden. Bis dahin werde ich noch eine Runde Strat gehen oder UBS oder sonst was. Und jawohl, dann tut es mir fast ein wenig leid, dass das Spiel ein bisschen enttäuschend war. Ich finde, der zweite Teil war ganz in Ordnung. Also am Montag der Stream war ganz in Ordnung. Da war okay, das wäre nochmal 2 Stunden so dahingegangen, aber war es ganz cool gewesen. Für das jetzt war das Ende ein bisschen abrupt und eigentlich beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hilft nicht. Dann da ich sagen, wünsche ich euch was. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen, danke für alle Donations, danke für alle Mitgliederschaften, die naja, das waren nicht auch wieder einige, habe ich gesehen. Und dann da ich sagen, sehen wir uns am Montag in FIFA. Das wird sicher saulustig. Ich hab Bock drauf, wie die Sau sogar. Mal wieder was anderes wie Horrorspielchen. Und dann haut euch ins Bett. As always, es war mir eine Ehre. Achtung, Gichteltröte. Gute Nacht miteinander. Habe!